Der Samuel ist älter und älter geworden. Vielleicht hat er sogar so einen richtigen Samichlausenbart bekommen. Eines Tages hat Gott zu ihm gesagt, dass er einen neuen König fürs Volk auswählen soll. Gott hat mir gesagt, der neue König soll ein König mit einem guten Herz sein. Er soll gut sein zu seinem Volk und er soll gute Entscheidungen treffen, die Gott auch Freude machen und die den Menschen gut tun. Jetzt soll ich zum Isai nach Bethlehem gehen. Und Gott zeigt mir dann, welcher von seinen Söhnen der nächste König soll werden. Da bin ich ja schon gespannt. Ich mache mich gerade auf den Weg. Grüß dich, Isai. Samuel, du grosser Prophet, besuchst mich. Was für eine Ehre. Der Isai hat nicht schlecht gestaunt, als er gehört hat, dass der Samuel da ist, für einen von seinen Söhnen als König auszuwählen. Einer von meinen Söhnen soll der neue König sein. Ja, Potz Millionen. Ich habe 7 Söhne und alle sehen sehr gut aus und könnten König werden. Schau sie nur mal an. Giele, kommt heute hierher. Wir haben Besuch bekommen. Oh, Isai, du bist wirklich ein gesegneter Mann. So eine grosse Schar Buben. Salut zusammen. Du ältester Sohn, du bist ein grosser Mann. Gut siehst du aus. Bist echt du der neue König? Was? In meinem Herz höre ich, wie Gott mir sagt, nein, Samuel, der ist es nicht. Ja, Gott hat andere Pläne gehabt. Der Samuel hat jeden Sohn der Reihe nach angeschaut. Und bei jedem hat Gott gesagt, das ist nicht der nächste König. Der Samuel ist überhaupt nicht mehr rausgekommen. Jetzt habe ich doch hier alle Söhne vom Isai angeschaut. Und bei jedem hat Gott gesagt, es sei nicht der König. Aber Gott hat mir doch gesagt, der neue König sei einer von Isais Söhnen. Du, Isai, sind das wirklich alle deine Söhne? Ja. Also das heisst, nein, nicht ganz. Da wäre noch der David, der jüngste Sohn. Aber der ist noch so jung und der ist auf dem Feld aussen am Schaf hüten. Das ist sicher nicht der neue König. Gang reich mir den David gleich. Ich will ihn sehen. Also, nur so den, wenn du meinst. Jetzt bin ich also gespannt. Da ist er, unser Kleinster, der David. Grüß dich, Samuel. David, der Jüngste. Oh, braun brennt von der Sonne. Du bist auch viel auf dem Feld bei den Schafen. Ja. Ich höre in meinem Herz, wie Gott sagt, der ist es. Das ist der neue König. Weisst, ich schaue jedem Menschen ins Herz und nicht auf das, was man von außen sieht. Und der hier hat ein gutes Herz. Wir haben einen neuen König in Israel. So hat der Samuel den kleinen, scheuchen David zum König gewählt. Der David war der 8. Sohn, aber alle haben gedacht, dass er das nicht kann und dass er zu jung ist. Aber Gott hat genau ihn ausgesucht. Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Du fühlst dich auch als Nummer 8. Vergessen, nicht wichtig. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du nichts kannst. Beim Spielen darfst du nicht mitspielen, weil du zu klein bist. Beim Velofahren machst du nicht nachher. Im Turnen wirst du nie ausgelesen für die Mannschaft. Oder beim Theater darfst du nur eine Nebenrolle haben. Gib nicht auf, auch wenn du denkst, dass du zu klein bist oder zu wenig gut. Vertrau Gott. Glaub daran, dass Gott etwas Grosses mit dir vorhat. Gott schaut immer auf dein Herz. Er wählt dich aus. Er bringt dich vorwärts, auch wenn du von anderen überschaut wirst. Der David hatte ein gutes, treues Herz. Er war geduldig. Er war sich nicht schade, auf dem Feld Schafe zu hüten. Und er wusste, Gott hat einen guten Plan für sein Leben. Er kommt nicht zu kurz
weil Gott sich für ihn einsetzt.